das letzte Jahr, hat es sehr geregnet. Das war sehr not gewesen. Und es hat so viel geregnet, dass durch ein kleines Dorf wie ein Rifa, wo der durchging, ein Fluss, voll Wasser, hat mehrere Häuser mitgenommen mit dem Wasser. Meine Menschen hatten ihr Haus verloren. Und das ist ein Mann, kriegt so. Er hat sein Haus verloren mit alles, was dabei war. Aber wenn das so regnen dort, hat er eine gute Ernte gegeben. Er hat einen Teil Ernte gekriegt. Wenn das viel Not war, wenn es das Jahr durch ist, hat er seine Ernte angebracht, dann verkauft er alles, was er hat, und baut sich ein neues Haus. Er kann sich ein faires Haus bauen von der Ernte, was er gegeben hat. Und wenn sein Haus fertig ist, dann merkt er dort besieht arm und denkst dir wieder, du wohnst sehr arm, ein kleiner Junge. Der hat nicht bloß sein Haus verloren, der hat seine Eltern verloren durch den Regen. Der hat sein Haus verloren und der hat ein sehr kleines Städte, wo er wohnen kann. So das Firma nimmt das Geld, was er immer geholt hat, und bietet diesen kleinen Jungen auch ein Haus und halbt den, dass er wieder kann. Und er selbst der Strom, was sein Haus weggeritten hat, wie ein Mann, der schält mit, den sein Haus wie weggeritten, der schält mit und das Mann kriegt einen großen Ast zu holen, einen Baum, der packt da rum, der setzt sich auf den Aststuhl und so schält er da mit und guckt, wo was er auf einmal kann oder kann kommen. Wie als er so mitschält, mitschwammt und halb sicht, schält er noch ein Mann mit und er kommt dicht bei ihm, so ist das vorbei. Und der Mann, der gerübst so nur den Ast, der will da proben unterpacken, um sich selbst zu raten, aber der Mann, was du auf den Baum setzt, der schubst dann mit dem Fout wieder. Dass er nicht nicht kann. Und er sagt, wow, dann versuch ich, dann stellt ich hier auf, da was nicht schaffen. Und so geht es wieder. Beide Männer wurden gerat. Die Jahre vergangen. Viele Jahre sind vergangen durch die Zeit. Und viele Jahre lauter, jeft es ein Krieg, und das lohnt. Beide Männer, die ihr Haus verloren haben, machen einen Krieg. Der erste, der sein Haus gebaut hat, den kleinen Jungen halb sein Haus bauen, der hat einen Krieg, aber nicht lange nur dem, was er sehr schwer verletzt, im Hospital gebracht. Wenn sie in im Hospital ist, der Doktor, ein junger Doktor, was du ist, sieht dort. Das ist der Mann, was mir mal halb. Wenn sie hat ein Haus verloren. Das Mann, den kann ich. Dann hat er alles, was er kann, diesen Mann zu halten und dann gesund zu machen. Und das gelang. Das Mann war gesund. Auch der andere Mann, was dann mal du auf diesen Baum saß und mitschwammt und einen mit einem Fout wegschauf, wie auch im Krieg. Und so schwer, dass er im Krieg war, der Kommandant, der Fürster von den Soldaten, der kennt ihn auch. Und er sagt, das ist der Mann, der mir dann mal viele Jahre durch am Fluss mit einem Fout wieder schauf. Und mir nicht Leute auf seinen Osten abkrüben, dass ich mein Leben raten. Er stellt ihm auf der Stadt hin, wo das ganz gefährlichste war. Und das Mann kam bald zu Tod. Das Leben, das reicht uns nur, was wir selbst ernten. In Galater Kapitel 6, Vers 9 und 10 sagt dort, wenn wir nicht meint wollen, Gutes zu tun, wenn wir Gutes tun, und wenn der rechte Zeit ist, wo wir ernten, wo wir gesehen wollen, wo wir zurückkriegen, für dort, was wir haben Gutes getan. Und dann sagt der 10. Vers, wenn wir nicht meint wollen, wenn wir immer, wenn wir Gelegenheit haben, Gutes tun. Und alle Menschen, und besonders an die Gläubigen. So wenn wir niemals vergessen, den kleinen Jungen, der beim Stopplich, der kleine Junge, der vielleicht auf groß ist und die Geld fragt, diese Früh, der Mann, der beim Restaurant sitzt, fahrt der schlemmt vielleicht noch Geld, wo behandeln wir die? Weil wir aufpassen, was wir tun mit die. Vielleicht Luther, als dort uns wird. Vielleicht Luther, als dort wer über uns steht und das Wort folgen haben. Weil wir niemals vergessen, weil wir immer, wenn wir gelernt haben, Gute tun, alle Wege, wo wir können. Und Gott wird sehen. Gottes Segen.